schon noch gut Krompre gekocht, die wir gleich essen. Mir was mich heute wirklich interessiert, das ist das Wasser, wo wir Krompren dran gekocht haben. Aber was wir damit machen, das geht auch gleich geworden an unserer 10. Episode von «Mein Terrassegärten». Trinkwasser ist eine ganz kostbare Ressource, aber als Pflanzen am Döppegärten, die brauchen natürlich Wasser. So warm Sommer wie lo, das werden wir in Zukunft noch mehr oft erleben und dafür müssen wir wirklich lernen, zu nutzen, ohne zu verbützen. Da haben wir zwei Möglichkeiten, entweder Wasser sammeln oder Wasser recyceln. Und wenn wir das machen, das weiß ich nicht. Wir können Wasser spuren, indem wir bei den dekorativen Pflanzen Pflanzen sichern, die mehr Wasser brauchen, so wie Calendula oder Agastache oder Rosmarin und andere mediterrane Pflanzen. Die sind einfach mehr durchstrich und dann holen wir die. Denkt daran, einen Teller in das Erdtöpfen zu machen, da wird mehr Wasser verbützt. Der Zeitpunkt vom Netzen ist wichtig. Ich netze entweder morgens frei oder abends spät. Dann ist es mehr warm und das Wasser, das ich kenne, das verdunstet nicht. Mir steht die Pflanze ganz zur Verfügung. Netzen ich zum Beispiel an der Mittagsstunde mit der Braus, die dann so schön rein mischt. Da verdunst schon Teilchen vom Wasser, ehe es bei den Wurzeln der Pflanzen ankommt. Außerdem habe ich Stropsen auf den Blättern, die dann einen Lupeneffekt machen, was man Brandplätze auf den Blättern gibt. Das ist übrigens mehr wasserspurend, mehr bei Netzen wie immer nur kleine Schlipperscher. Weil als Pflanzen reagieren darauf und bilden viel mehr Wurzeln. Am besten soll man als Pflanze noch nicht mit Trinkwasser netzen, aber mit Wasser, das rekuperiert das. Du kannst ganz einfach ein bisschen an den Back vom Spülbach setzen und das Wasser sammeln, das den an der Küche so gebraucht. So vom Telgen aufschwenken oder wo man als Gemüse gekocht haben. Das aber das nicht rausschütten, weil gliedig können wir ja nicht mit der Netze, sonst gehen als Pflanze futti. Wasser vom Krompre kochen, wo für Drohnen par contre, das ist nicht gut für zu netzen, weil als Krompre gehen wir Salz gekocht. Auf von Salz gehen als Doppelpflanze futti. Das können wir aber prima benutzen, für die Unkraut an der Fauer von der Terrasse aufzudecken. Wenn es viel regnet, dann braucht man ja nicht zu netzen, das ist gut. Aber als Telleren, die laufen dann aber voll mit Wasser. Und das Wasser muss man rausholen, sonst faulen als Pflanzen. Um einen kleinen Töpfen, den Teller kriege ich schnell raus, aber so richtig groß Töpfe wie das Lei, das hilft dir nicht so gut ab. Und du, ein kleiner Tipp, lädt einfach eine Spule an den Teller und das Wasser suckelt sich ganz von alleine raus, du musst dich nicht viel planen. Und damit wünsche ich Edi am Terrassegärten.